Méi wie 1,5 Stunden lang huet hin alles ginn op der Bühn, den US-amerikanische Star DJ Steve Aoki, den de lachte Freudech fir eng Exklusivshow am Gwedix war. Et war den éischchte grosse Konzern dësem Komplex, den am September lacht Joer zu Wickring aweit ginn ass. Ma wéi sollet an Zukunft weitergoen? Hummer nieef dem Atelier an der Rockhalle loe neue Player an dësem Bereich? D'Vidosawa Kusmitsch huet fir eis no gefrot, wo de Gwedix sech wëll positionéieren, a grod an engemste Steve Aoki führende Mikro. Kurz no 5 Auer kënnt es Dach vum Owen und de weltbekannten DJ Steve Aoki zu Wickring am Gwedix. Nice to meet you. Welcome to Gwedix. Thank you. So this is a whole new complex? Yeah, correct. De Frank Krippinger ass den Eventmanager vum Gwedix ze summe mat enger Ekipp vun 12 Leiit geréiertien all Zocht vun Evenementer. Ma so e Konzert ass eng Premier am funkelneue Komplex. Batmobile? No way, that's dope. Natürlich sind wir do extrem zofrisch drüber, dass wir dat hikrit hunn. Dat war ein Zufallsprodukt für 2 Main, wo dat als Ball an den Schuss gefallen ass. Moi konnte denken Nuruf wär mich interesséiert, dann dat huet relativ ganz séier geklappt, weil man als ganz séier eens gesinn, hun dat zwar net kann, dann Mü nach keng Referenze gehät. An Münner is awer so ganz gut mengglisch verkaaf, weil war an direkter Versterne fir BW mat zu goen. Geschwen ass sinn Ziel vun dësem WU kom, well an e puer Stonne geht et lass, da ginn Dieren op, mat die 1500 verkaaften Tikeen ass de Konzert sold out. If we could just have 2 upstage wedges and take that out of the monitors and just have the upstage wedges so he can hear himself. Am Saal läfen die lächt Präparatiounen a fir de Frankesche de Lofir an allem en Previewen ze regelen. Muss man immer Plan B haben. Ne? De Mitte hun eng gesot, et lebt einfach zuviel gelat. Egent muss jo geschéien. Mir hat eng klengen technische Probleme, de hun Avalo awer trotzdem ganz sehr geléist krit. Das natürlich bëssen eng gewisse Reiz de Welt, Fangere war schon bësse fiicht haut, fir den speziellen Derwald fir wie gesot eng Premier ass. Et fir eng ganz ennner Logistik wéi zum Beispiel bei Firmen-Eventer, die se bis Lohai organiséiert hätten. Entreen, Flüen, ennner Sicherheitskonzepte an technisch Uforderungen vum Kënchtler kommen dabei. An diesem Fall nach eng ganz speziell Demand. Das ist die Signatur vum Steve Aoki. Du kriegst extra einen Tech-Rider, den nicht Tech-Rider ist, mit Cake-Rider, das heißt, der kriegst genau erklärt, wie der Kurs soll ausgesehen, als was soll bestohlen, wie groß, wie dick, wie schwer, was soll draufstehen. Und der muss man das produzieren, weil ja, seine Fans, die haben ja noch ein Schild darauf, Cake Me. Und das ist ein Markenzeichen davon. Ja. E puer Stonne méi spéit. De Gwedix ass gut gefëllt an et ass alles brennt fir de Steve Aoki. Ma wat bedeite so ein Event mat engem Megastar fir Zukunft vum Gwedix. Ass de multifunktionale Komplex, an dem in ënner anderem en Autos, Musee, Restaurant a Klederbutiker fënnt, déi nei Konkurrenz Konzersmarché? Definitiv net als Konkurrent, komplementär fir de Marché, fir dats ma eng Location kënne nu bieden, die nach aner Arturen huet, wie just eng Konzersaal. Dafür will man also bisssen anders positionieren. Wir sehen eine Relation noch mit Kontakt mit anderen Organisateuren, notamment vom Atelier, für die Kollaborationen auf lange Sicht können zu haben, dass wir x Showen noch Jahre haben am Gwedix. Wir sind nicht, dass wir direkt in einer Konkurrenzsituation stehen. Wir stellen uns so einen Nischjob von der Gräst hier, wo wir dazwischen sind, von denen, vom Atelier selber, von der Rockhalle etc. Der Startschuss ass gefallen fir 1,5 Stunden Vollgas op der Bühne. Göster nach an Eistreich, Mur Prag, Podestrop an de franzéschen Alpen. De Steve Aoki ass bekannt fir sei vollen Agenda. Zu Lützeburg ansinn fir die Drittkeier an de Turzech herausgestalt, dat et sogur eng indirekt Verbindung tëcht him an dem Gwedix gëtt. I was told my sister's car's here. My sister's car in Too Fast, Too Furious, the pink car. Yeah, she's Suki in Too Fast, Too Furious, which is, you know, the Fast and Furious franchise. And she plays Suki. And I heard that the pink car's here. I have to see this car. So I was like, holy shit. That's so cool.
course, I love the tracks of mine that like people love, because that's why we're here for crowd reaction. You know, I'm here to like connect with the audience, and there's no better connection to a song that means a lot to that person that you made, and that's essentially why I make the music I make. But playing the new stuff that I've been working on, that I'm putting my heart and soul into, I'm pouring my heart into this new music, and I want that connection with that new song. I want to build that connection with that new song, and I'm hoping other people feel the same way about that new song. Dann ass de Moment do den e feste Bestandteil vun all Steve Aoki-Konzert ass. Die 10 Kuchen, die extra fir sein Optritt gemerk goufen, kommen an den Ersatz. All einzelnen ass am Vierfeld kontrolléiert an aufgesehnt ginn, an dat huet Grund erklärt hin als am Interview. If it's a certain size, a certain weight, I pretty much can dead-on accuracy get headshots from pretty far distances. But some promoters don't follow the rider to a T. And so I get different weights, I get different sizes. So I have to adjust. Sometimes like it's not, and I have to adjust and I'll miss my targets. But I figured out, like, I have a good muscle memory of how to do it with, you know, the distance and the size and the weight and the physics, you know, all of that. So it's always fun. Vielleicht huete Steve Aoki jo och de Geburtsdag vu segem egene Label mat Koch gefeiert. 30 Joer lang gëtt de Label Di mag nämle schon, nachdem hier seng ege Musik awer och déi vun enere Kënchtler herausbringt. I started in a different era of time. Wow, it's like I think about that period of time in the 90s, we're talking mid-90s. It was a whole different world that I was a part of. I was part of like bands and rock and punk and hardcore and not DJing, not electronic music at all. But the crazy thing is that we survived for 30 years as an independent label. I mean, we survived through the different eras of how people listen to music and the trends. They come and they go, and they come and they go. You constantly have to think about the future, where music is going. And the only way you can be able to constantly want to do that is because you absolutely love it. The passion has to be there. Music is in my blood since I was a teenager, and I can't let it go. Mat Passioun ass och de Frank Krippinger dabei. Gut, das voll, man in dat kann so, wir sind extrem zufrieden. Also ganz hochfrisch, das alles so gelaufen, wie man als geplant Vielgestalt geplant hatten. DJ wie die Steve auch extremst happy, überhaupt überrascht von dem ganzen Sit-Type und der ganzen Location. Der Leier ist wirklich so mensch, wo man nur richtig Wehr geschlossen, so wie man da so gedurcht tun, wo man will nicht gehen. Und schmecken der Leier heute in Zukunft. Ob dat noch tatsächlich so ass, wird sich an den nächsten Jahren weisen.